Hallo, wertes Publikum und Zuschauer von Weltraum-Epossen in Pixellook. Epossen. Gibt es das Wort überhaupt? Keine Ahnung. Egal. Ähm, neues System ist Nebula. Voller Schnecken, bösartiger Schnecken. Mal gucken wir wie immer, wie sieht es mit den Ausstiegspunkten aus. Das ist okay. Ja, ab in den Nebel. Vielleicht finden wir noch eine Schnecke, wobei es ein bisschen spät jetzt. Jawohl, da haben wir eine Schneckenreparaturstation, die grüßen uns. Ja, die könnten ein bisschen von unserem Schaden reparieren. Ich frage mal, ob sie ob sie Kohle möchten dafür. Okay, jetzt greifen sie uns an. Komische Schnecken, naja. Ach, Methanvorrichtung, was haben sie? Sie haben ein Beam, 2 Beams, 2 Strahlenwaffen, okay. Das sollte machbar sein. Ich werde wie immer einmal rüberflacken. Okay, der Beam wurde zum Glück vom Shield abgewehrt. Ja, ich mache mal eine volle Breitseite auf die Waffensysteme. Tarnung, na gut, zum Glück habe ich nicht gefeuert. Da war jetzt meine Langsamkeit ein Segen. So. Jetzt noch ein bisschen Shields. Ja. Noch einmal. Okay. Also ich mache jetzt trotzdem noch mal volle Pulle auf die Waffen, weil irgendwie geht es nicht vorwärts. Echt? Immer noch nur orange? Tarnen wieder und sie laden den Antrieb auf. Könnte knapp werden. Ja, jetzt springen sie dann gleich. Ich schicke hier alles auf den Antrieb, was ich habe. Gucken, ob es reicht. Nein. Geflohen. Außer Spesen nichts gewesen. Gucken wir mal beim nächsten Sprungort. Hier scheint es keine Schnecken zu haben, das scheint Good News zu sein. Ach, die sind aber echt ein bisschen blöd verteilt, die Systeme. Hier kriege ich nur so ein... Also die kann ich schon mal vergessen. Aha. Nicht so ein tolles System. Gut, was haben wir hier? Wir haben die 2 Schneckenschiffen in Kommunikationsreichweite. Ja, sprich die doch mal an. Also ich höre mal mit, was sie so plappern. Der Planning, die werden die möchten ein sehr wohlhabendes Piratenschiff überfallen. Mhm. Und ich sehe auch, wo sich das befindet. Und das sollte jetzt auf meiner Karte erscheinen. Hier unten. Ach, das ist ein super tolles Müllsystem. Okay, machen wir so. Ich bin begeistert. Gut, das haben wir hier ein schwer beschädigtes Föderationsschiff. Ja, ich versuche sie mal wieder zu verfolgen, entdecke aber stattdessen einen Rebellenfighter. Die wollen natürlich die wollen natürlich mal wieder Ärger. Ich habe hier Intruder. Ja. Auf der Brücke. Gar nicht nett.
hier ist natürlich wieder Standard Procedure. Gut Schaden gemacht. Der hier muss auf die Medbay. Dasselbe. Die halten hier aber einiges aus, die Guten. Gut. Same procedure. Diesmal volles Rohr auf die Schilde. Nö. Die sind was Besseres, muss schon sein. Gut, Antrieb. Ich glaube, ich muss sie ein bisschen früher schicken. Oh ja, das war schön. Und Mr. King soll sich noch ein bisschen heilen lassen. Gut. Ja, hier ist nichts dringend. Ich werde mal Triebwerk ein bisschen verbessern. Es gibt ein bisschen mehr Ausweich. Also haben wir hier ein Flüchtlingsschiff, das hier ein bisschen rumtreibt. Da grüßen wir mal. Die bieten uns... Oh, das ist toll, ja. 9 Treibstoff gegen 2 Drohnenteile mache ich natürlich. Dankeschön. Dann ab zum Quest. Das war das wohlhabende Piratenschiff. Schauen wir mal. Okay, die 2 Schneckenschiffe scheinen auch hier zu sein. Die scheinen auch schon zu kämpfen. Okay, das eine bekämpft den Piraten, das andere folgt ihm zum Ort, das der Pirat anscheinend verteidigt hat. Okay, das erste Schiff, das explodiert und das zweite kontaktiert, also wir sollen den Piraten angreifen. Nee, ich möchte natürlich auch den Schatz. Ja, und jetzt haut die Schnecke ab. Passt schon. Dann kümmern wir uns um den Piraten. Der scheint machbar zu sein. Feuer frei. Die Rakete hat mich getroffen. Oh, mit Hüllenbruch. Mit Hüllenbruch ist natürlich nicht toll. Okay. Jetzt habe ich irgendwas bekommen. Verstehe ich jetzt nicht. Weil das Schiff ist ja noch... Das kann ich nicht mehr angreifen. Verstehe ich gerade nicht. Was ich aber verstehe ist, ich habe hier ein bisschen ein Luftproblem. Ein erhebliches Luftproblem. Ui. Oh, ich sehe das Problem. Ich habe hier einen Hüllenbruch. Ich fürchte, das kostet mich jetzt gleich die ganze Crew.
Nicht die ganze, aber doch zu viele. Ja, ist natürlich der Nachteil dieser Schneckenwelt. Ich denke, ich werde erstmal diesen hier reparieren. Ja, jetzt müssen wir halt schauen, wie wir das Beste daraus machen. Erstmal durchheilen. Also Sauerstoff ist voll aufgeladen. Ich mache den mal auf 2. Die sind aufgeladen. Dann mache ich mal alle Türen auf und dann hoffe ich, dass die schnell genug reparieren. Mhm. Scheint so zu sein. Gut. Dann gucke ich mir mal die Überlebenden an. Das war natürlich überhaupt nicht toll, weil das waren erfahrene Soldaten, die hier gestorben sind. Gut, einer ist gestorben, der Waffenoffizier. Nee. Da gilt nicht mehr. Türen zu. Neues Speichern, das ist natürlich nicht so toll. Aber Sterben gehört zum Spiel. Ja, ist natürlich blöd. Das ist außerhalb vom Nebel plus 2-mal hin und her, aber vielleicht, ich brauche echt noch... Ja, toll, jetzt kommt das Crap Recovery Arm. Okay, nehme ich. Ja. So schnell kann es wieder runtergehen. Was haben wir hier? Okay, das ist das typische Schneckenzeug, die greifen an. Aber ich habe zum Glück die Medbay F2 und kann das blocken. Ich habe hier einen Intruder. Und zwar hier oben. Drehen wir mal den Sauerstoff ab. Oh, das ging aber schnell. Irgendwie beschädigen die sich selber. Leben die immer noch? Ja, krass. Die müssen doch schon längst alle tot sein.
Läuft gerade nicht so toll. Oh. Okay. Ein Laser, den brauche ich nicht. Früher sicher gut gewesen. Ja, das hat doch einige Schaden gemacht. Na gut. Gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen mehr Glück haben. Das ist ja schon die letzte Welt. Ich habe ganz ein schlechtes Gefühl, dass ich das nicht schaffen werde. Ist nichts. Was habe ich hier? Okay, der würde meinen Reaktor verbessern. Ja, das nehme ich an. Hier komme ich leider, wenn ich hier... Ne, das schaffe ich nicht. Also up in the last stand. Was sagt die Uhr? 16, ja, okay. Machen wir die letzte Karte gleich fertig. Ich habe ein bisschen Zweifel, ob ich das schaffe, weil mir fehlen doch... mir fehlen doch ein bisschen... Was habe ich denn hier für Achievements? Ja. Ein bisschen Probleme. Ich habe weder eine Transportereinheit noch eine Drohneneinheit. Naja. Gut, also wir sind jetzt hier bei der Föderationsbasis. Ich werde natürlich freudig empfangen. Ich erkläre meine Mission. Erkläre, wo ist die Schwäche. Ich kriege meinen Rumpf repariert. Ja, und gucken wir mal. Also das ist die letzte Station. Hier ist das böse Schiff der Rebellen. Hier ist meine Basis, da muss ich hin und muss sie verteidigen. Hier gibt es 3 Reparaturstationen, die liegen ziemlich blöde. Die roten, das sind die Stationen, die von Rebellen... Oh, das ist ja toll. Rebellen angegriffen werden. Hier habe ich schon ein Rebellenschiff, das auf mich wartet. Also gut ist anders, aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich meine, wenn es nur diese Drohnen sind, die herumschwirren, ist nicht so schlimm. Die habe ich im Griff. Problematischer werden natürlich dann noch zusätzliche Waffen. Deshalb mache ich hier wieder mal die ganze Breitseite auf die Waffensysteme. Okay, das sieht gar nicht schlecht aus. Ich tausche die noch. Die sind jetzt schon erobert. Was haben wir hier? Auch wieder ein Rebellenschiff. Machen wir das übliche Spielchen. Ob das reicht für das große, fette Rebellenschiff? Ich habe meine Zweifel.
Oh, aber schauen wir mal. Also, Waffensysteme sind ausgeschaltet. Das ist ja schon mal gut. Also toll ist die Frage, der hat jetzt von 4 Punkten nur einen ausgeschaltet. Feuer! Okay, ich kann hier nur zur Basis. So, wir sind an der Föderationsbasis angekommen. Ja, hier ist eine große Schlacht am Tonen. Ich kann jetzt hier einfach warten. Das reicht, weil ich schalte die hier aus. So. So habe ich die Schilde auf 4, das ist wenigstens etwas. So. Ich fliege noch schnell zur Reparaturstation. Vielleicht haben die noch was für mich. Ja, die konnten mich tatsächlich noch reparieren, haben mir noch ein paar Versorgungsgüter gegeben. Dankeschön. Dann wieder zurück. Ja, und hier warten wir nun auf den bösen, fetten Rebellen-Typen. Mache ich mal schnell, ja gut, Pause nützt hier eh nichts. Hacker auf die Sensoren, kann ich damit leben. Glück gehabt. Gut, also, was haben die zu bieten? Das ist wohl irgendein Ion, das ist ein Strahl. Ich glaube, das sind die Raketen, das ist der Laser. Also müsste ich als erstes diesen hier ausschalten, das ist der gefährlichste. Normalerweise würde ich jetzt hier einfach ein Teleportationsteam rüberschießen, weil das könnte auch während es getarnt ist, dort Schaden machen. Geht nun leider nicht. Ja, das sind die Raketen, genau. Also. Feuer frei. Ja, leider nicht ausgeschalten. Tarnung. Hullbreak, das ist egal dort, lasse ich mal. Dann als nächstes versuche ich den Laser auszuschalten. Das funktioniert. Das Problem ist natürlich, das Schiff wird von Mal zu Mal gefährlicher. Es greift dreimal an. Dann versuche ich es jetzt mal mit dem Shield. Der Laser ist egal, dieser Beam, solange die Schutzschilder da sind. Den teile ich jetzt auf.
auf Laser und Shield. Gut. Nun gilt es jetzt nicht zu freuen, das war jetzt erst Teil 1. Und das Schiff wird immer krasser. Was ich jetzt natürlich mache, ich werde hier mal mein Schiffchen reparieren. Ich habe nur 5 Besatzungsmitglieder, sehe ich gerade. Gut, da hätte mir ein Teleport eh nichts gebracht. Die sind repariert. Okay. Gut. Also der fliegt jetzt zurück. Ich könnte natürlich mir noch also ich muss mir überlegen, potenziell Schaden kann ich natürlich nehmen. Ich könnte verbessern dadurch. Ja, viel bringt es nicht. Ne, ich warte hier. So, kommt zurück, oder? Da kommt er. Teil 2. So. Jetzt hat es zwar nur noch 3 Waffensysteme. Ist aber leider immer noch gefährlich, wenn nicht sogar noch gefährlicher. Okay, jetzt macht er natürlich auch Drohnen. Ein Beam und eine Laserdrohne. Eine Verteidigungsdrohne. Okay, schauen wir mal. Ich glaube aber, es kommt hier noch angeflogen. Ach, das ist noch so eine blöde Angriffsdrohne. Ja, finde ich nicht lustig. Aber ich soll sie auch nicht lustig finden, denke ich mal. Das Schöne ist, ich habe gerade eine Drohne abgeschossen mit dem Flak. Versuchen wir mal das Raketensystem auszuschalten, das ist gelungen. Jetzt kommt irgend so ein Power-Angriff. Ne, ich mache das Drohnensystem, weil wenn ich das weg habe, dann hat er hier gar nicht mehr so viel zu bieten, der Gute. Der muss hier rüber. Ich versuch's nochmals. Also die Drohnen sind ausgeschalten. Hier scheint es wieder einen Power-Angriff zu geben. Ich gehe mal auf die Laser los. Ich hatte gehofft, das funktioniert so. Scheint nicht der Fall zu sein. Okay, als nächstes werde ich... Wie sind die Drohnen wieder aktiv? Ist die noch kaputt? Nein. Also ich gehe auf die Schilde. Sieht so aus, als würde der zweite Kampf auch gewonnen. Yep. Flak. Und die Breitseite. Sehr schön. Schiff kaputt. Wunderbar. Dann machen wir hier wieder Ausgangsposition, alle auf ihr Posten. Und hier kann ich irgendwie, das ganze System wurde von Rebellen erobert. Nur die Hauptbasis
das Hauptquartier ist noch in Hand der Rebellen, der Föderation. Ja, und hier kommt nun die finale Schlacht. Man sieht, das Schiff hat sich wieder umgewandelt. Dasselbe keep fitting with the amount of damage. Power to the Teleporter. Also sie haben jetzt einen Teleporter im Einsatz plus noch eine Superwaffe. Okay. Also ich kriege einen Teleporter ab, ich kriege auch noch diesen Hirngedöns-Dings ab. Ich fürchte, das wird lustig. Teleporter ist hier. Das ist nicht so schlecht, drehen wir den Sauerstoff ab. Die haben hier gar keine Leute mehr. Ah doch, hier ist noch einer. Dann sollte ich den vielleicht besser nicht kaputt machen. Sonst geht in so eine Autoreparatur Mechanik an. Das ist gar nicht gut. Also das Schild ist mal weggeballert. Jetzt kommt noch die Superwaffe zum Einsatz. Mann, ey, treffen ja nie. Das ist gar nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut, sehe ich gerade. Die haben mir soeben kaputt gemacht. Türsysteme sind im Eimer. Das war mein Shield-Offizier. Okay, die Raketen sind zumindest mal außer Kraft gesetzt worden. Auch noch ein Türtyp wurde getötet. Aha. Jo, kann ich nicht viel machen zurzeit. Ich denke, ich mache hier einfach mal eine volle Breitseite auf die Schilde. Weil ich kann jetzt hier echt einfach nur noch weghauen, die Sache. Aber ich gebe das Schiff nicht kampflos auf. Okay, das scheint funktioniert zu haben. Vielleicht kann ich den sogar reparieren hier. Dann hätte ich wieder Kontrolle über die Türen. Der ist zerstört, der ist zerstört. Das heißt, Schilde. Es ist noch möglich zu gewinnen. Yes! Tod den Rebellen! Mit 4 Überlebenden. Und das hat jetzt der Föderation zum Sieg verholfen. Ist lustig, die ganze Galaxie wurde von Rebellen erobert bis zur Föderationsbasis, aber unser Sieg hat uns jetzt einen Sieg beschert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das war's. Da sind wir wieder zurück im Hangar. Die Rebellen besiegt. Somit ist diese Episode oder diese Staffel von Fossil Knight vorbei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ihr irgendwie so Spezialwünsche habt, welches Schiffchen ich beim nächsten Versuch nehmen soll, dann schreibt das doch bitte in die Kommentare. Vielleicht sogar eine Strategie, Drohnen, Tarn, was auch immer. Könnte noch eine interessante Challenge werden. Jo, bis dahin, alles Gute. Tschüss.